Ich habe gerne, wenn Gäste mitdenken. Normal. Wir haben wieder einen Gast dabei. Wir haben dabei, wenn ich euch sage, es ist der Sven Ivanic, werden wahrscheinlich ein paar von euch fragen, wer ist das? Ein paar. Ein paar werden sagen, schon wieder ein Ic. Genau. Genau, ich kann es vorher nicht sagen, darum nochmal bitte. Wir haben zu Gast eine Person aus dem ex-jugoslawischen Raum. Im Volksmunde auch Jungzürcher. Jungzürcher, genau, das wollte ich sagen. Idiot. Der Jungzürcher hat uns gebracht, vielleicht mal noch ein Appell an alle anderen Gäste, die da waren. Er hat uns etwas gebracht. Also für mich ist das normal. Also weißt du, hätten wir keinen Podcast und so, ich werde trotzdem nicht mit Lehren haben kommen. Genau. Ihr Jungzürcher sind ja so. Ja. Du, also wenn wer klauen kann auch schenken, oder? Also, also für die habe ich nicht zahlt, nur dass es wissen. Ja, ich habe mich jetzt gewundert, du willst am Sonntag auftreiben. Aber ich hätte die App, weißt du, und du musst Idee hinterlegen und dann kannst du scannen, aber so Max Mustermann wird ja genau. Für die zuhören und nicht zuschauen, er hat uns Pfefferoni gebracht, Herkunftsland Mazedonien. Aber hergestellt in Dietikova. DC. Liebe Grüße aus Limmatal. Geil, Mann. Ja, und wir haben ja vorher schon, also wir haben noch nicht lange miteinander geredet, wir haben so 2 Gar nicht. Aber du hast Kinderschoki schon thematisiert. Entschuldigung. Das ist noch wichtig. Genau, Kinderschoki, er hat uns Kinderschoki gebracht. Wieso hat er uns Kinderschoki gebracht? Weil wir seine Cousins sind von Dunne. Ja, das ist schon eine Begründung. Das ist nicht jetzt ein Joke, den ich vorbereitet habe, um lustig zu sein, sondern ich habe es gebracht und ihr so, wie Cousins, und ich so. Nein, du hast einfach den TikTok geschaut und gesehen, das sind 2 dicke Jungs und du so, ja. Ich wollte sicher gerne und sonst könnt ihr auch also normalerweise bringe ich eben so 4 Schoki mit. Ich so, da lange glaube ich eine. Vielleicht besser für alle Anwesenden. Aber wir fangen an beleidigen, ich sehe es, ist gut. Das ist für mich, nee. Er hätte sicher 4 mitgenommen, nur kurz, wenn das in Aktion gewesen wäre. Kennst du, wenn so 5 Stück in Aktion sind? Ja, Ottos ist eben zu am Sonntag, Mann. Aber ist das Pech. Ottos machen wir nur Samstag. Nein, schon, nur Samstag auf, Bro. Geil, Mann. Wer kauft 2 Kilo Gummibärli, Mann? Bro, gute Frage. Leute im Ottos. Aber ich schwöre, das ist so, die Ottos-Sachen, ich habe auch mal, wo bekanntlicherweise die einzelnen... Ich muss schon nur lachen. Ottos gesagt, das ist so ernst gewesen. Weißt du, jetzt kommt ein sehr ernster Satz. Es ist sehr ernst, weil ich habe so die ein oder andere, ich sage jetzt, linke Schweizerin, das ist ein Joke, der da auch rumgeht, wo ich mal datet habe, habe ich in Ottos gebracht und für dich war es eine ganz neue Welt gewesen, Bro. Was heißt gebracht? Bro, ich habe sie so als eingeladen, als wär's... So, Bro, alle sind dort gestanden, haben so, weißt du, so, Ganz kaputt gemacht, sie lädt das erste Mal rein. Sie hat ein Hausverbot da. So als eine von den wenigen Schweizerinnen drin hat sie gesehen. Es war schon noch exotisch gewesen. Es ist, also ich muss auch sagen, es ist auch für mich immer wieder ein Erlebnis. Also so viel bin ich eben nicht drin, dass es mich jedes Mal wieder flasht. Ja. Immer wenn ich die Heimat vermisse. Ja, hat etwas. Ja, kann ich einfach das an. Und immer wenn ich weiss, ich brauche ein Parfüm und ich weiss, der Parallelimport ist dort und ich habe es schon im Manor getestet, aber ich weiss genau, ich kaufe es nachher im Ottos. Aber eben, wir haben ja gesagt, bevor wir über Ottos weiterreden und Ausländer-Klischees ausschöpfen. Ja. Du hörst ja den Podcast nicht. Noch nicht. Aber ich schaue alle Ausschnitte. Ist geil, aber was du noch nicht gehört hast, effektiv ist das Intro. Geil. Und das ist für dich. Danke. Brüder, endlich haben wir einen Podcast. Aber wehe, du nimmst nicht sehr, hat sein Lachen irgendwo im Intro mit. Also meine Kolleginnen sagen mir immer wieder, ich soll mal in den Podcast einhören und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe den Hype nicht. Ja, der Melodie. Arkadaşım, terbiyesizlik yapma, kamera var. Beyefendinin nereden geldiğinden hiçbir haberim yok. Söylüyorum abi, çarşıyla geldi buraya. Yok ben küfür etmiyorum, bu küfür ediyor. Ne istiyorsun sen? Kuzu istiyor. Das ist kurz und bündig Mark. Sag mal. Also das Sample im Hintergrund, das hat DJ Obi-Wan gemacht, das ist ein Freund von uns. Ah, okay. Wir haben uns schon ein paar gefragt, wie das Lied heisst und er hat gesagt, Bro, schiss mich massiv an, das raussuchen. Also kann ich Shazamet oder so. Ja, Scheiße voll. Wir haben es wirklich scheiße voll. Hört auch den Podcast von mir aus, schneidet den Teil aus und hört es immer wieder, wenn ihr den Song so geil findet. Aber ja, was haltest du vom Intro? Hey, es gefällt mir hure. Also wirklich gerade nochmal ein bisschen... Orientalische Vibes. Also es ist bis jetzt nicht sehr unorientalisch gewesen, aber jetzt ist gerade nochmal Ottos. Aber vielleicht eben noch schnell zurück zu dem, wer ist überhaupt der Sven Ivanic?
uns gegenüber steht. Das ist meine SRF-Voice. Hast du gehört? Ja, Mann, das ist Schawinski, oder? Ja, das ist wirklich... Jetzt kommt irgend so ein Bildschirm auf, wo aus dem Genau. Kontext geschnitten wird, dass So. ich irgendwie Kroaten hasse oder so. Ich will nachher erklären. Kennst du MTV Next? Ja, ja, So, ja. du kommst so rein und neben dir kommt so ein Template. So. Nein, auf jeden Fall. Eben, ich habe das erste Mal dich gesehen beim Blick Live Quiz. Das ist eben, was, 2018? Das ist schon so lange her, ja, 2018. Oder Ja, 19? so. Wir sind jetzt schon in der Wege gewesen zusammen. Ja, 2019. Ich glaube, angefangen hat es 18 und nachher ist es etwa ein Jahr gegangen. Ja, Ja. Dann ist es wieder abgesetzt. Es ist einfach geil, wie ihr einfach so das Prinzip von Wer wird Millionär genommen habt Ja. und gefunden habt, es wird einfach keine Millionär, aber ich finde einfach 10 Stutz gewinnen. Aufmerksamkeitsspanne Voll. von 15 Sekunden. Aber es hat und- gezogen, es war Ja, noch am ja. Handy gewesen. Ja, es ist wirklich geil gewesen. Im Es Fall. ist wirklich ein geiles Format, ich muss sagen, ich habe es geil gefunden. Ich habe es auch verdammt gerne gemacht im Fall. Wirklich? Also, weißt du, wir sind dort, ja, also trotz allen Beleidigungen und allem Hate, also es hat verdammt Spaß. Du kommst da hin, weißt du, und musst die Fragen vorbereiten, tust noch ein paar Jokes hinschreiben und dann ist es einfach live. Und zum Teil bist du einfach verdammt nervös und am Anfang hast du 3.000, 4.000 Leute, die schauen und am Schluss der Rekord ist bei, glaube ich, 70.000 Leuten gewesen, an der Neujahrsfolge. Ui. Und dann bist du halt schon, ab und zu bin ich so, weißt, ich bin nach dem Arbeiten direkt gegangen, ich arbeite in Bern, musste eine Stunde Zug fahren, nachher noch anrennen, Anzug anlegen, Jokes ausdenken und dann einfach liefern. Und ab und zu bin ich so nervös, weil ich gemeint, ich werde ohnmächtig. Weißt du, wirklich so meine Beine, so voll am... Bro, also es sind ja wirklich viele Leute so. ja. Ich kann echt 80.000 sagen, ist ganz viel. ehrlich, ich habe geschaut, ich dachte, wer ist das, Mann? Ja. So, wer ist das? Wieso bist du dort oben gewesen, Bro? Weißt, du, ich Ja, meine- klar. Aber ja. geil, ich fühle es. Ich finde auch geil, dass du dich entschieden hast, auf der einen Seite deine Eltern enttäuschen und Comedian werden und auf der anderen Seite entschieden, Jus studieren. Und sie hat nochmal enttäuscht als schlechter Jurist. Als schlechter Jurist. Ich habe den Vertrag nicht gut durchgelesen. Jurist, Jungzürcher und Comedian. Ja, Das absolut. bist du. Das ist absolut. deine neue Bio, Bro. Ja. Was, wie sagt man? Nein. JJC. JBG. Ja, es ist, ich habe in die Richtung gehen, aber es ist voll uncool rausgekommen. Ja, Lernen ja. wir's einfach. Du bist halt zu alt für so Jokes, Bro. Ja. Stabil. Sind wir nicht so, verstehen die Leute noch heute, was JBG ist? Es ist jung bezogen das sind, oder? Nein. Oder ist es das? Nein, was redest du? Ist es Aktienmarkt? Krypto. Junges, boomendes... Gutmenschentum. Jetzt musst du durchziehen. Ja, jetzt musst du, ja. Bro, ich habe vergessen, was der letzte Buchstabe ist. Aber, Long-Covid. aber ich habe GGG, fängt auch an mit Buchstabe G. Oder weißt du, so Sachen? Ja. Das sind wir nicht. Genau. Das sind wir nicht. Ich habe das Gefühl, ich traue mich das gar nicht mehr zu sagen heute. Ich glaube, ich bin zu alt. Also, wir checken es glaube ich noch, oder? Aber... Das ist Gewi Gurke. ja. Ja. Wir haben es auch irgendwo als Knopf. Ja, ich habe es gesehen als Sample, oder? Ja. Ich Ja. darf sehr gerne exzessiv nutzen, wenn ich in der Folge bin. Das würde mir sehr Okay, gefallen. drück mal einen Knopf für ihn, einfach, dass er sieht. Der kennt sicher auch, oder? Wir müssen... Ist das der aus dem Bro, komm. Du weißt, welches Video das ist. Hauptbahnhof? Ja. Genau, der, der von der Tür wird so machen, er wird auf die Tür hässig. Ja. Ich finde das sehr ein wichtiger Teil von der allgemeinen Bildung. Also weißt du, so Es ist Kultur von der Memes Schweiz, Bro. und Videos. Ich finde, es hat schon andere Qualitäten Freundschaft, wenn du jemandem einfach etwas zeigst und er weiß, okay, ja, ist easy, als... Weißt du, was ich meine? Es ist, ich finde, das ist Teil von der Kultur und Sehe ich so. da bin ich stolz drauf. Ja. Von auch einer Kultur, die noch sehr schmal ist. So. Also, weißt du, ich meine, sehr formbar. Sehr formbar, Wir ja, können, danke. Das hast du ihr schön seid jetzt ein gesagt. Teil von, also ihr seid jetzt ein Pfeiler von dieser Kultur. 100%. Und Ja. wir tun den Weg ebnen, indem wir halt auch mal du hast es vorher gesagt, einen Jungzürcher da reinholen. Trotz allem. Trotz allem. Und findet, hey, weißt du was? Wir haben jetzt einfach mal kein Vorurteil. Also niemand hat Wertsachen um, alles ist irgendwie so Das abgeschlossen. iPhone ist gefällig nach neben dir. Ich mache die ganze Zeit drauf, Bro. Welches iPhone? Ich bin mal so verprügelt worden, weil ich so einen Witz gemacht habe. Ich bin glaube 13 gewesen. Jetzt so ist Aber du hast kassiert wegen dem ja, Witz. ja. Es sind meine Anfänge gewesen. Nein, also ich habe gemeint, ich bin lustig, aber ich bin nicht so, also, ich weiß es noch wie heute im Fall. Ey, wenn du das hörst, du mich geschlagen hast und du solltest dich schämen, man, 20-jähriger Fettsack, man. Ja. Ich bin 14 gewesen und sie war am Hauptbahnhof gewesen. Wer ist gewesen? Wu-Tang Clan ist gekommen. Der Ecker ist gekommen. Wahrscheinlich, wie alt ist das? 1985? Das ist, das ist noch Ich habe Hip-Hop erst mal, weißt du, zum ersten Mal in die Schweiz gekommen. Nein, es ist wirklich so 2000, was ist es, 4 oder so? Wie alt bist du? Ich bin 90er Jahre gegangen, also ich bin dort 14 gewesen. Okay. Und nachher, ja gut, der Witz war ein bisschen dumm gewesen. Von dem her, die Freundin von einem urbekifften und betrunkenen Sieg hat mir schnell das Handy gegeben, so ein Nokia irgendetwas, zum Heben. Und nachher ist ja,
gib mir das Handy wieder. Ich so, ja, welches Handy? Oh mein und so Gott. gelacht, weißt du. Als 14-Jähriger? Ja. Bist du dort schon so 2 Meter groß? Ja, aber ich bin 73 Kilo schwer gewesen, also ich habe niemanden beeindruckt. Ja. Und, Für den 20-Jährigen hat es gelangt, er so, ich muss jetzt Stärke zeigen. Er muss vor der Frau, Mann. Ich muss ihn schlagen ziehen, wie die Frau ist. Sag mal so, ich bin zu leicht für die Art von Witz. Heute würde ich ihn wieder machen und es wäre voll easy gewesen. Nachher, sie so, dann müssen wir das Handy klauen. Ich so, nein, ist nur ein Spaß. Und während ich das sage, Fuß da überall. Und ja, ich habe gelernt. Und seitdem hast du Jungtücher? Nein, dann laufe ich einfach nie um die Butterfly miteinander. Ja, nein, aber das ist, ich hatte dort wirklich, es ist faszinierend gewesen, weil ich bis dort noch nie geschlagen wurde von jemandem, der nicht mit mir verwandt ist. Weißt du, so. Stimmt oder stimmt nicht? Wow, das Timing. Oh shit, ja, wenn wir bei Traumas sind. Warte, noch kurz, darfst du etwas fragen? Ist das einzige Mal, wegen deinem Hobby eigentlich kassiert hast? Ja, also ich has, aber ich will noch ganz kurz eine Klammer dazu machen. Ich habe es faszinierend gefunden, dass ich kassiert habe, weil es hat wehgetan, aber es hat mir irgendwie gezeigt, es ist gar nicht so schlimm. Also weißt, irgendwie, ich habe mich krass gefühlt, aber ich bin gleichzeitig traumatisiert worden. Weißt, ich habe nicht um die Ecke schauen, ich habe Angst gehabt, aber trotzdem so, ja, ich lebe noch und so. Weißt, irgendwie so. Ja, und Comedy muss ja, zum richtig gut sein, muss ja edgy und polarisierend sein. Ja, aber ich bin gar nicht so. Ich bin voll so, hey, fühlen wir uns alle wohl, wenn es dich stört, sorry, ich mach's nicht mehr. Weißt, ich bin so unedgy im Fall. Seit du kassiert hast? Also nein, vorher schon. Haben wir keinen Serdar Kumus aus dir bekommen, oder wie ist das? Jetzt bin ich da, ja, heisst der andere mit den langen Haaren. Bülent Ceylan. Ja. Ich hätte Serdar werden, jetzt bin ich der Bülent. Shoutout Pilling. Nein, aber was soll ich dort noch sagen? Nein, sorry, ich habe dich unterbrochen wieder mal. Kein Problem, ich unterbreche dich auch die ganze Zeit. Was war immer? Traumas. Geschlagen werden, genau, Traumata. Aber darf ich schon fragen, hast du Apetto gehabt, den Spruch? So, ist das aus deinem Programm? So, erst mal geschlagen worden? Von jemandem, der nicht verwandt ist mit mir? Yeah. Ja, nein, den habe ich mal drin gehabt, aber es lachen nur Ausländer. Und es gibt immer einen im Saal, wo, weißt, so, wo du siehst, wie so... Ja, weißt du, wie so... Kennst du mal Leute, also, ey, ich glaube, der Jungzürcher wird daheim geschlagen. Nein, mehr so, weißt du, so, weißt, am Lachen, aber dabei, weißt, erinnert es ihn voll so, was passiert ist. Und, PTSD. Und nachher tut mir super leid. Und ich finde es auch eigentlich voll lustig, ich will es gar nicht bagatellisieren. Wie der Hund, kennst du das Meme von dem Hund, der so den Krieg so gesehen hat? Ja, der Hund, der Chihuahua. Wie viel verwandt er? Nein, schau, so Helikopterrunde. Zum die Klammern schnell schließen, wie du es vorher so schön gesagt hast. Ja. Ich bin auch gegen, dass man seine Kinder schlägt. Aber, es macht nicht schon. Aber nein, ich sage einfach, ein paar Kinder würden Flattern vielleicht nicht so schlecht tun. Absolut. Also das muss ich auch so sagen. Also haben die kassiert auf dem Sportplatz draussen? Auf dem Sportplatz? Nein. Ja. Nicht? Nein. Vor allem, einmal haben sie mich wieder schlagen. Und dann habe ich gesagt, meine Mutter schlägt mich härter als du, was ist mit dir, Bro? Du kannst den Brüder sehen. Ja, ich weiss, aber das erzählst du, ich kassiere genauso wie du. Oh ja, sorry. Aber ich weiss nicht, wie umgehen. Also weißt, ich sage... Ja, wenn das aus dem Kontext geschnitten wird, man. Ich sage, Kinderschlag ist ja schon gut. Aber weißt du, wie damit umgehen? Der Jungzürcher. Nein, aber ich meine, also in meiner Zeit, Kroatien 2001 oder so, ich gehe Fußball spielen und es ist absolut klar, oder Basketball, es ist absolut klar, dass wenn ein 20-Jähriger kommt und ich 75 Kilo schwer bin und 14, wenn er mit seinen Jungs auf den Platz kommt, ist fertig. Also weißt du, dann gehe ich auf die Seite, lass meinen Böllen da, bringe ihm Tee und sage, ey, danke. Dass ich das nicht hier atme. Genau. Ich sage nicht, es muss immer so sein, aber ich meine, zum Teil, man, die sind, was willst du machen, wenn ein Kleiner kommt und sagt, du bist nur ein Nuttensohn? Also, ja, Bro, also... Ja, nein, nicht einverstanden. Fertig. Also, aber so nicht. So nicht. Also, eben wirklich auch, dass es nicht also gut, das Gute ist mir schneidet, dass ich also kann ich entscheiden, was aus dem Kontext wird. Ich habe keine Zukunft. Darum sage ich jetzt an dieser Stelle einfach, nein, ich würde kein Kind schlagen, aber wenn ich jetzt einfach ausrutsche und mein Ellbogen in Richtung von seinem Gesicht geht. In einer Thai-Box-Kombo, die zufällig passiert. Und kann passieren. Und vielleicht lernt dann der eine oder andere davon. Nein, aber es ist ja übertrieben gesagt, schlagen, aber so... es ist halt schon eine andere Mentalität, wenn ein gewisser Grundrespekt da ist, wenn du weißt, der Peter, der jetzt kommt, es wird nicht das erste Mal, dass ihm die Hand ausrutscht. Gehst halt auf die Seite. Aber es ist auch nicht nur schön gewesen. Also, du willst heimgehen und du hast den besten Böllen. Und nachher heisst es einfach, du gehst nicht heim. Nachher sagst du, doch, ich gehe heim und dann eskaliert es völlig. Und dann verdient. Ja. Der eine oder andere vielleicht, ich weiß es nicht. Genau. Aber es hat immer das gewisse etwas gegeben. Du hast nicht gewusst, wie der Abend endet. Normal. Wegen dem stehen wir heute auf psychisch kranke Partnerinnen. Zum Beispiel. Mir ist betrieben. Jetzt sind es mir alle. Ich möchte auch noch mit dem Daumen und mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Da. Aber Kannst du das stimmt oder stimmt nicht nochmal? Jungs, stimmt oder?
Ich habe letztens, wegen Traumata, ist das gerade richtig und gerade wichtig. Ich habe letztens etwas gesehen und ich habe gefunden, das ist genau die Konstellation mit dem, wo ich über das rede. Wisst ihr noch, wo die Clown-Videos umgegangen sind? Oh mein Gott. Die bösen Clowns, die Leute verschrecken. Was ist das, 2017? Ey Bro, es ist ganz mal umgegangen, dann wieder nicht, dann ist wieder durch und alle so, wenn ich einen sehe, ich schwöre bei Gott, er muss nur kommen. So. Nachher sind so unschuldige Clowns, weißt du, können arbeiten, werden voll vermöbelt, aggressive Momente. Was nach Günz? Dort ist einer! Ich sehe. Oh, sorry, ich glaube, die Kamera Ja, das dritte Mal, jetzt beruhig dich einfach. Alles gut. Aber ich habe das gesehen und ich habe mich gefragt, eigentlich haben wir das nicht richtig verarbeitet, Mann. Wir haben schon Angst gehabt, ganz ehrlich. Sind ehrlich jetzt unter uns. Hey, warte mal, es war auch die Zeit, wo so Purge und so voll rum war, Ja, oder? ja. Warte, was ist das, 2017? Noch früher, hätte ich gesagt. Noch früher? So Mitte Gut, Ja, da habe ich 2015, 2016 noch aktiv Facebook genutzt. Es ist wahrscheinlich sogar die Generation. Ja, Oder Facebook-Zeit du gewesen, ja. Napster damals, MySpace? Also ich bin einfach im Bluewind-Chat. Leute anschreiben, hey, kommst du auch aus Zürich und Umgebung? Ich bin irgendwie Pfefferoni und Kinderschokolade. Wie hast du geheißen? Was bin ich? Balkanboy 69. Bist du nicht Pfefferoni-Lover? Sehr viele Männer mir am Schreiben, ich bin beliebt. Mama, schau. Der Ueli hat wieder Bilder geschickt. Wow, wie lange sind wir im Podcast? 10 Minuten und wir haben Kinder-Schlag-Jokes gebracht. Jokes. Ah ja, Jokes. haha. und Der Bluewind-Chat. Männer, die dich im Internet anschreiben. Ja, du hast gesagt Pfefferoni-Lover. Also, Der ist schon habe nicht ich völlig, der ist schon mich. Aber wir haben so viel Potenzial schon drin. Ich hätte so ein Blatt Papier nehmen und Sachen aufschreiben. Schon nur Ottos, finde ich, kann man einen ganzen Podcast führen. Dann, was haben wir noch erwähnt? Das ist wild. Oh, das ist schwer. Und dann genau, ob ich geschlagen worden bin an Comedy-Auftritt, auch schon noch da gibt es irgendwie ein, zwei Aber Erlebnisse. das würde nur mir dich fragen, weil ich glaube, andere Konstellationen würde dich nicht fragen. Ja, aber das stimmt, die Frage ist jetzt sehr schnell aufgeworfen worden. Ja, und ich bin in anderen Podcasts, wo wir stundenlang geredet haben, und das ist nie gefragt worden. Ja. Entweder ist so klar, Ja, ja, du wirst gefragt, wo du geschlagen, studiert hast und welche Klasse du gegangen bist. Ja. Muss sehr viel Backstory erfinden, um mein Fake-Diplom. ja, dort oben, dort Uni, mit dem... Das ist eben, Dings studieren. das ist eben das Alles Ding, zahlen. ich weiss hure viel oberflächliche Sachen über ganz viele Sachen. Das heißt, ich kann immer so tun, als würde ich Sachen wissen. Perfekt für einen Podcast. So, genau. Und ich meine, ich habe Suits geschaut, sicher so 4 oder 5 Du Staffeln. hast wahrscheinlich mehr als ich bei uns. Ohne Scheiß. Ich kann nicht sagen ja, aber ich habe das Gefühl, wenn es Herd auf Herd kommt, ich könnte einen da drin rausboxen. Aus dem Ding. Alles kannst du mit so Kann man noch, also Recht. ist das in der Schweiz so, dass man kann sagen, Einspruch? Eigentlich nicht, nein. Oh, fuck. Ich weiss, es ist auch... mein ganze Plädoyer Stell dir vor, ja, oh. Dankeschön, basiert auf dem, dass ich Einspruch kann machen kann. Aber du hast es jetzt herausgefunden, ich habe es herausgefunden nach 5 Jahren aus am Gericht. dass es nicht geht. Ja, ich am Warten und nicht. So Einspruch, so, ja, nein, das machen wir dann nicht. Ja, gut. Ja, scheiße. Aber Nicht studiert. Ich bin aber- schon ein bisschen enttäuscht am Gericht. Man. Es ist auch niemand, hat auch niemand Perücke und so, falls du das, weißt, falls du ist das meinst. so? Er hat niemand Perücke. Nicht mal eine Flagge. Ich habe voll gemeint, ich bin da rein. Bringt es etwas, wenn man singt? Kennst du den? Hello? Der da gesungen hat. Das ist übrigens das letzte wieder rausgekommen. Warte, welcher Hello? Der eine, der so vor Gericht so singt in den Staaten. Nein. Wo sonst er so Hello, I'm sorry. Er hat auch gesungen, die ganze Zeit gesungen und jetzt ist er letztes rausgekommen. Und was ist aus ihm geworden natürlich? Darum machen wir raten. Ist er ein Internetstar geworden? Ja. Oder Geil. Er ist TikTok-Star geworden jetzt, ja. Ist weiter als ich, Mann. Bro, gar nicht knast, Bro, was wartest du? Sorry, ich habe gemeint, wo du gesagt hast, Singer, ich habe gemeint, Mike Tyson im Bienenkostüm. Oh mein Gott. Hey Bro, ich habe das Video gesehen von Mike Tyson im Bienenkostüm und ich habe erst gelacht und dann habe ich gesagt, ey, ich habe besser nie fressen. Ja, Weil wenn der Mike wäre er Tyson, da, wäre wenn der Mike Tyson das Bienenkostüm anlegt, dann ist es cool, Bro, ganz Eine ehrlich. Woche vorher hat er noch jemand den Flüger abgeschlagen, weißt du? Also, ich würde schon aufpassen. Ich habe glaube sogar mal das Video von Mike Tyson gesehen, wie er mit der einen Hand filmt Ja. und mit der anderen Hand überboxt, Bro. Es ist schon unfair von ihm, dass er sich so allein etwas macht, wo jeder normale Mensch lachen würde. Ja. Aber es ist er, weißt du? Bro, wenn der vor mir würde sagen, ich würde sagen, das berührt mich. Ja, Bro. ja, ja. Das ist cool. Du hast etwas in mir ausgelöst. Things like noch a nie bee, ja, entdeckt, die Muhammad Seite Ali, von ja, mir. ja. Bro, checkst nicht, dass er eigentlich will damit sagen, wie wichtig Bienen sind Stimmt, für unsere stimmt. Gesellschaft. Bestauben und so, ja. Ja, man, Fix, ja. Honig. Singen und so, bestauben und so. Shit, man. Auf jeden Fall, ich habe ein unangenehmes Quiz für dich vorbereitet. Ich freue mich so drauf. Okay, geil. Einbürgerungsfrage. Du musst mir schnell helfen. Entsperr schnell dein Handy. Ich habe das Mail gemacht. Ey, soll ich mich kennt eh niemand. Soll ich schnell sagen, ich tu mache dich Comedy bitte und mal so? vorstellen, wie du dich vorstellen. Aber mach keine Werbung, weil es kostet. Ich mache nur ganz kurz. Mein Name ist Sven Ivanic, ich mache Stand-Up-Comedy. Ich habe früher einen Blick Live-Quiz gemacht, sehr oft beleidigt worden und bin jetzt am gleichen Tisch mit den Herren, die ab und zu nicht die nettesten Kommentare geschrieben haben, aber fair.
Fair. Schön, oder? Ja, das wäre mein Intro. Das ist sehr geil, aber ich muss sagen, wir sind ja in einer einen im Open Mic Auftritt gewesen. Also am Joso am Joso ich sein, habe genau. mit dem zu tun. Aber du bist dort auch präsent gewesen. Ja, auftreten, ja. Ich habe easy müssen lachen, das hat er gesagt, hure lustig. Wirklich? Wirklich, ich meine ohne Scheiß, ich habe wirklich müssen lachen. Bist du überrascht gewesen, gell? Vor allem, ich bin überrascht gewesen, dass du so gut Crowdwork gemacht hast. Ja, normal. Wirklich. Crowdwork für die unter uns, die keine Comedians sind. Für die zwei. Für die zwei anderen da. Sorry. Habt ihr eigentlich eure Bio so gefühlt, so Comedian, Youth-Student, so alles, was ihr macht? Ich so? würde, wenn ich du wäre, ich würde alles reinschreiben. Meinst du im CV? Ja, oder? kennst du das, wenn so Leute so in der Woche so 5 Minuten für etwas aufbrauchen, aber es lange zum Schreiben, ich mache das? Ja, genau. Ich bin jetzt auch ein Segler und so Zeug. Voll, Bro. Einmal in Das ist ja Pedalo bedient. Aber Bro, mein Stand-Up-Comedian ist auch kein geschützter Begriff. Nein, eben, das Das kann ist... sich ja jeder so nennen. Das ist absolut so. Aber nein, ich meine, ich mache das schon mit einem gewissen Commitment, dass ich das auch sagen würde. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich weiß auch nicht, der Rapper oder so, nur weil ich einmal einen Reim gesagt habe. Oder weil einmal Gitarre... Ja, genau. Einmal auf gebraucht hast. Wo wirklich, eben Crowdwork, für die, die es nicht wissen, ist, wenn du eigentlich so mit dem Publikum interagierst, wirklich, oder? Und es gibt ja Comedians, wo ihre ganze Auftritt nur Crowdwork ist. Und ich glaube, dein Auftritt war ziemlich stark Crowdwork gewesen, oder? Ja, es ist halt so ein bisschen, je weniger Leute dort sind, desto mehr musst du auf die Leute eingehen. Das habe ich auch gelernt, nachdem ich ein paar Auftritte richtig schön verkackt habe. Ein paar Füße. Ja, nein, wirklich mal. Also weißt, ich komme da vor 20 Leuten auf Graubünden und du so, als wäre der Raum voll mit 300 Leuten und erzähl so, weißt, so nachdenken und schau so über. Also nein, es ist nur fake. Am Schluss Selfie machen läuft nicht, oder? So ja. 20 Leute. So heute war geil gewesen. Graubünden mit Gerissen. Aber den Joke mache ich immer am Schluss. Den habe ich dort nicht gebracht, oder? Nein, der ist nicht gebracht. Der hat so, und wie ist das gewesen? Und nachher sage ich immer einem, ey, sag nichts. Und nachher sagt der eine, doch, du hast es bringen. Ja, du hast genau. bringen, aber nachher... Genau, ist etwas passiert. Aber ja, Crowdwork mache ich sehr gerne, weil du weißt nie, was passiert. Das ist halt wirklich ein riesen Risiko. Halt. Es braucht auch fucking Mut, Bro, ganz ehrlich. Es braucht Mut, um jedes Mal auf so eine Stage zu gehen. Ja. Und, aber es braucht auch einen Podcast haben. Ja, das stimmt. Es geht, Bro, sag dir ganz ehrlich, es sind nur 2 Camps da. Ich kann reden, was ich mehr oder weniger will. Und, ja. Bro, ja, aber das Ding ist, du bist eben momentan nicht so rum, Bro. Ich sag dir ganz ehrlich, du bist momentan nicht so rum. Also ich meine, du bist nicht unterwegs. Ja. Aber ich bin gestern im Longstreet gewesen, Bro. Und es kommen von nonstop Leute zu uns. Oder? Ich bin Freitag Terrazza gewesen, sonst so. Und sie fragen, ja, Terrazza ist so, Bro, Terrazza ist so voll gewesen, da siehst du doch niemand. Bro, es sind auch Leute gekommen. Ficker? Ja, aber ja, der andere ist so, der ist mittlerweile, ich glaube mittlerweile, wenn du vorausgehst, sagt er, okay, ich gehe aufs Long Street, weil dort will ich am meisten. Ja, das ist so. Bro, ich laufe und einer kommt zu mir zu, ich mache immer so, ja voll, ich bin der. Und der so, wo ist der nächste Bus? Hey, sorry, hey, lass mich in Ruhe, es sind schon 100 Leute, ich brauche das für dich. Ich laufe online. Ich habe gestern im Migros gegangen, gesehen, es ist 1:45 am Nachmittag, es sind zu wenig Leute. Ich bin wieder heimgegangen, um 5 Uhr nochmal Google anschauen. Meistens besucht jetzt, weißt du? Aber auch die bestimmte Art von Leuten, weißt du? Am 10 kommen ja alle alten Leute, oder? Und das ist wahrscheinlich nicht die... Es gibt schon ein paar, aber es sind von Dunnen. Unsere Grosseltern. Okay, neue Rubrik. Okay. Sie heisst «Unangenehm schnelles Interview». Oh, fuck. Mit Sven Ivanic. Und du musst versuchen, schnell Antwort auf meine Frage. Okay, kommen so ethisch kompliziert. Nein, es kommen sehr persönliche Fragen. Ah, fuck. Okay. Bist du ready? Ja. Okay. Welches Trauma ist dafür verantwortlich, dass du jetzt Comedian bist? Just-Studium. Wow. Ja. Wie gehen deine Eltern mit der Enttäuschung um, dass du Comedian bist? Verleugnung. Muss ich einen Satz sagen oder nur... Wie du willst, kannst du auch einen Satz machen. Aha, ja, oft zeigen sie einfach Bilder von anderen Kindern und sagen, ja, das ist... Sowieso ist der Plan. Das ist der Sven. Das ist der Mirorat. Oder Fußballer ist da in Oder oft schreit mein Vater einfach, ja, wie geht's mir? Ich habe keinen Sohn. Und ich stehe bei ihm. Das ist ein Comedian, das ist nicht mein Sohn. Nein, aber sie supportet mich wirklich. Also, wirklich? Mama, Tata, hallo, ja. Urherzig. Ja, aber ich meine, du machst ja auch wirklich Use. Du machst ja auch... Ja. Und du wirst nicht sehr stolz. Ja, ist so. Ich habe gemeint, jetzt kommt noch irgendeine Suits-Frage. Und, im Fall... das Buch ist in der 3. Paragraph 87. Ich fange an, du beendest den Satz. Paragraph 31. Okay, mit wie vielen Groupies hast du Sex gehabt? Ui, gratis. Okay, das nehme ich als Antwort, das ist gut. Mit welcher Person in diesem Raum würdest du Sex haben, wenn du müsstest? Will ich nicht, Bruder. Schau die an. Bro, sag einen Namen, ich will jetzt einen Namen hören. Weißt du, freut euch das oder nicht? Ich brauche das jetzt. Ich glaube, er weiss unsere Namen gar nicht mehr, Bro. Das ist das Problem. Der mit dem Schnauz. Nein, ich glaube, ich würde schon ja. Danke vielmals. Ihm?
Es kommt auch sehr auf die Sexualpraktik drauf an. Also ich glaube, jeder hat Stärke von, weißt du. So, für alle Anwesenden ist es besser, wenn Bro, vielleicht einfach, vielleicht sind halt nicht so Tattoo, weißt du? Vielleicht? ja, je nach Konstellation und wenn es im Longstreet halt abgeht, dann kann ich mir das gut vorstellen. Doch. Okay. Aber Terrazza-mäßig, ich habe das Gefühl, du kommst so voll gestylt und latsch mich hin zum Nacht. Normal, Bro. Normal, und dann landen wir schnell im Bett. So läuft, oder? Hey, Jungs, es ist really sexual geworden. Ich nehme es auch völlig auf mich. Wir reden nur weiter, weil ruhig ist. Ich finde es gerade spannend. Wir probieren das Date als Joke zu verkleiden. Weißt du? So. Ah ja, dort, wo wir ja nicht zusammen gewesen sind. Wenn nur noch ein Song könntest du hören für den Rest von deinem Leben, welcher wär's? Ich bin, glaube so ein billiger Sieg, es wäre ohne mein Team im Fall. Der ist Wow. gerade gestern gelaufen. Ey, und... Nein, das ist unangenehm jetzt. Erzähl Ich weiter. weiss, ja, aber ich bin Schickeria und Sound ist easy und alles und der ist gekommen und ich einfach, ja, die Boys sind heute Amigo, nein, wie geht das? Ich habe den Rhyme nicht mal an. Bro, ich kann das nicht mal so gut eigentlich. Aber ich weiß, es ist ganz ehrlich, Ja, das ist eines ich der weiss Lieder, das ist eines der Lieder, wo entweder im Auto voll fühlst, weil Ja. es halt wirklich ballert, Oder Leute aus der Ostschweiz. oder, Im Super. Bro, ich schwör, mein Ernst. oder ganz ehrlich, wenn es im Club kommt, Bro, Ja. du gehst schon ab. Es geht fast wie Es geht schon ab, das muss ich sagen. Ja. Also weißt du, und das Ähm, ist auch rausgekommen, wo ich meinen allerersten Auftritt hatte, ist Palmen aus Plastik eben rausgekommen und das hat mich begleitet durch das erste Jahr Comedy. Und jedes Mal, weißt du, wenn ich das höre, Okay. gibt es mir immer so eine richtige gut, das ist Energie. Verbindung. Ja, wirklich, Fix, ja. wirklich. Schön, und schön. ist auch schön geklaut vom französischen Rap. Also Ja, gut ja, gemacht, die ja, ja, Kopie. aber wirklich gut gemacht. Ja, machst du PC-Sheet Badwanne oder lügst? ich lüge. Okay, gut. Wenn mit einem Disney-Charakter könntest... Ich habe voll gemeint, es ist fertig, ich voll entspannt. Nee, aber das ist- das ist aber nichts. Bald Bald fertig, Frage. bald fertig. Wenn mit einem Disney-Charakter Pocahontas. müsst... Wow, okay. Was müssen? Umbringen, nein. Ummachen, mit wem würdest du? Ja, sicher. Ja, Pocahontas oder Mulan. Soll ich schnell googlen, wie alt die sind? Um es unangenehm zu machen für dich? Nein, fuck. Okay. Stitch. Nein, ist gut. Weißt du was? Ich wollte es nicht wissen. Bitte. Nein, bitte ich mach will's das nicht. Nein, wissen. nein. Über das. Aber so einen Knopf hättest du können drücken am Schluss, um ein bisschen entspannen und ausbrechen, weißt du? Ich kann jetzt. Ich glaube, Mulan ist sehr jung, Bro. Aber über das. Kannst du einfach die nächste Frage machen, Bro. Nein, aber aber was? was? Das ist ein dünnes Eis. Es gibt so das Video von einem... Wo du so einem- Kopfsachen von- rennen. Nein, wo so ein Kopf mit einem redet, mit so einem Dweeb, weißt du, mit so einem Anime-Dude. Ui, ja. Oder Weeb, sorry. Und dann zeigen sie ihm so das Bild von einem Anime-Charakter und sagen so, findest du sie heiß? Und er so, wie alt ist sie? Er so, findest du sie heiß? Und er wieder, wie alt ist sie? Es eskaliert gerade völlig in dieser Ganze. Erstens so ein Gespräch und nachher Kamera am Rippen. Und irgendwie kommen jetzt einfach die Glöckner von Notre Dame in den Sinn. Ich weiß nicht, wieso. Weißt du was? Weil ich glaube, er hat Herz aus Gold. Hat er. Ich glaube. Was meinst du, ehrlich, pumpst du viel? Hey, ich glaube, der Glöckner von Notre Dame ist so einer, er trägt ja wirklich so Sachen auf den Schultern, weißt du, Ja. so. Er hat Macht, Bro. Und er ist schon bekannt. Ja. Also weißt du, wenn so Touristinnen dort Sprachaufenthalt Erasmus und so, Ja. er ist vielleicht nicht hure gut aussehend, aber er ist stark und nachher kannst du sagen, ja, kennst du den Glöckner? Ah. Ja, Weißt du du noch? auch. Ja, ja. Und Leute sagen, weird. Hey, lassen wir das einfach. Ja. Können wir die letzten 40 Minuten einfach streichen? Oh Gott, okay. Die letzte Frage war, um es ein bisschen lockerer. Ja. Auf welcher App, auf welcher App verschwendest du am meisten Zeit? Jetzt im Moment schon TikTok. Der Algorithmus hat voll gecheckt, wer ich bin und wie ich bin. Und es kommt einfach ein wirklich guter Mix von einfach Jugo-Videos und, Ja. und was kommt sonst noch? Ich weiß nicht wieso, aber so Kreisliga-Fußball-Videos. Ja, das Ich ist habe mir geil. einmal geliked, ey, die ganze Zeit. Der so kommentiert. Ja, nein, sondern einfach nur so, weißt du, irgendwie so fette Leute haben so, fette Leute, einfach so Leute, die nicht Profisportler Sag auch für die Leute, Bro, schon wieder. in viel zu kurzen Hosen rennen und werden Sonntagsfußball. umgerätscht, Alter. Wirklich so Kreisliga auf so Sandplätzen. Geil, Mann, geil. Und es ist hypnotisch. Ich kann nicht weitergehen. Ich muss das sehen, 3-4 Mal und dann Ja. ist eine Stunde vorbei und ja. Bro, ich habe einmal ein Video auf Albanisch gelegt. Ja, und nachher sind das Sachen gekommen, Bro. Nicht verstanden, ich den Film am Schicken. Ich so, haha, weißt du? Ja, Ja, so so- lustig, so- sie so, haha. Ja, aber der TikTok-Algorithmus ist wirklich krank. Er ist Also verdammt gut, Mann, Aber ja. du hast auch easy gute Views auf Ey, TikTok, oder? ja, es ist richtig überraschend. Ich habe es einfach mal aufgeladen. Die Jokes sind schon hure alt. Weißt, und gefilmt worden sind sie auch irgendwie vor einem halben Jahr oder so. Aber das Material ist irgendwie 5-6 Jahre alt. Und ich habe es einfach mal aufgeladen und nichts erwartet. Und plötzlich ist es wirklich ziemlich abgegangen. Und Leute haben mich jetzt angefangen zu erkennen, nur wegen dem. Das ist wirklich noch geil. Nein, es ist nicht so, dass Leute hure viel schreiben. Also ist jetzt nicht...
ist jetzt nicht irgendwie, dass mega groupie-mäßig irgendetwas läuft, aber ältere Herren schreiben ab und zu. Es hat mir gefallen, was du machst. Schreib jetzt nicht, bist du nicht der vom Blue Win Chat? Oh mein Gott, Pepperoni Lover? Du, Papi? Daddy, 24. Pepperoni Lover 69. Ja, aber der nächste Spitzname, den ich irgendwo habe, wird fix Pepperoni Lover 69 sein. Nicht nur Pepperoni 69, das Lover ist schon drin. Ja. Weißt, die Schärfe ist schon im Wort drin. Das ist geil, Mann. Ja, Mann. Sorry, kommen wir noch ganz kurz noch schnell zum Ottos zurück. Ja, bitte, ich kann nur schnell fragen, sind ihr Fußballfans? Ja. Ich nicht. Welcher Verein? Barca und Zürich. Man, Ich Zürich. bin auch da und ich freue mich, dass du da bist. Ich muss dich ein paar Fragen stellen. Ein paar Fragen. Nein, red Deutsch, Mann. Nicht. Also bei mir bist du parat zum Drucken, bei anderen nicht. Tamam ist gut, ich schlitze deine Pneu nachher auf, Mann. Gut gemacht, Bro, gut gemacht. Der ist verdammt schnell gekommen. Er hat nur gewartet, du hast gar nicht. Er hat etwas gemacht. Ich habe es gar nicht gecheckt, wie schnell das passiert ist. Bro, einmal hat er so, wieso, kennst du das Faultier, wo da so am Schalter schaut? Ja. Er so, Du nach 3 Minuten. Von Zootopia? Ja. Der Gute, der Flash. Er hat Witz machen, er so, red Deutsch, Mann. Shit, man, gute Folge. Okay. Ich wollte euch nur fragen, Ottos. wie stehst du zum Trikot vom FC Luzern? Wieso haben sie Ottos als Sponsor? Bro, ist einfach Richtig, weißt du, so schamlos, Mann. Weil ich dachte, wenn Ottos als Sponsor hast, hast du ja, hast du ein bisschen Verstehst du weißt ein du, bisschen? Du machst nicht so viel. Haram, Money, Bro. Ich habe recht Respekt vor denen, dass sie einfach, ihnen ist Sie haben scheißegal. Angst vor gar nichts. Ja, Sie sagen, wir wollen, dass wir suchen die von Motos. Sie haben eine Unterschriftaktion gemacht, die Motos. Und ich so, ich kann mal Fotos anschauen. Bro, was hast du für Leute gesehen? Bro, ich weiß nicht, aber ich meine, der Ottos gibt auch einfach keinen Fick. Also ihr Logo und so ist einfach... Aber das kannst du auch voll anders verstehen. Leute gehen weg da. Wahrscheinlich haben sie während dem IS-Krieg bewusst kein Marketing betrieben, Bro. Ja, jetzt wo ist der Halal-Metzger? Die so aufgrund von aktuellen... Fun Fact, wir haben bei unseren Motos neben dem Halal-Metzger. Ja, du lachst. Das ist das gleiche Logo, gell? Franchise. Haarigere Hand. Weiss. Nein, ich muss sagen, ohne Scheiß, der Ottos dort. Hey, so, Nochmal im Winter, ich liebe die Ottos im Winter, aber das ist marketingtechnisch. Die haben einfach rausgeholt, Bro. Sie sind ein Halal-Metzger, sie haben eine Shisha-Bar. Dann ich mag Ja, keinen bei uns Witz. ist Ich mag keinen Witz. alles Es hat ein Migro-Outlet. ich liebe Outlets. Ja, Aber Bro. trotzdem Hochzeitssaal. Wirklich? Wir machen nicht mal Witz, Bro. Und vercrackte Studios von Rapper aus Winter. Alles an einem Ort, Bro. Ey, können wir irgendwann mal, wenn ihr noch erfolgreicher sind und Dankeschön. so 100. weißt du, irgendwie Erfolg, können wir im Ottos drehen? Ich schwöre, Bro, das machen wir. Das wär, und wenn sie euch sagen, nein, dann, dann gehen wir einfach auf die Gartenmöbel, die vorne sind. Nein, es wird viel Stift für 99 und irgendwie Bilderbücher und Söcke für 92. Und das Geilste ist wahrscheinlich so, man hat es probiert, weißt du, sie hat gesagt nein und wir kommen und so, ja, okay, jetzt sind wir da. Direkt. Willkommen, da ein Trolley, 2 Kilo, 2 Kilo Gummibärle, die gefälschten. Bro, Ottos, ich habe es geliebt. Also, das ganze Konzept von Ottos ist ja irgendwie alles einem Haufen. Es hat ja gar kein so... Sie haben eigentlich Struktur, aber die Struktur verheben bei uns nicht. Du kannst, der Sohn geht so mit 9,90 Franken so Buntstift liegen und sagt so, weißt du, 9,90 und er so versorgst und du tust einfach bei Fleisch an, weißt du? Vor allem, du kannst nicht einen Buntstift kaufen, du hast nachher ein 7er-Pack. Ja. Es hat nur eine Woche, aber egal, es ist 90 gewesen. Karandasch ist 90 Stutz, weißt du? Bro, man, ich muss aber echt sagen, je älter ich werde, desto mehr schätze ich die Ottos, Bro. Also wir tun jetzt vielleicht so ein bisschen von oben herab, aber ich glaube, der Grundrespekt ist schon bei uns allen da. Ja. Bro, nur schon die Fleischtheke anlaufen und der gute, oh Bruder, wie geht's? Auf Türkisch ein bisschen reden und so. Und nachher so einmal einfach auf eine Wassermelone klopfen. Noch nicht parat, aber die nebendran. Die ist es. Das ist gut, Bro, man. Das ist ich schön. liebe die Ottos für das. Aber es braucht schon auch Nerven. Ich habe schon ein paar Mal dran gehabt, um das ein oder andere Kind stöckeln, Bro. Wo der dumme rennt, Bro. Also am Samstag würde ich dort nicht angehen. Ja. Also ich gehe nur am Wochentag. Wie so ein Reicher, der nicht arbeiten muss. Ja, das Mann. ist meine Ottos-Zeit. Das ist das Vorteil, wenn du Youth-Comedian bist. Ja. Das ist Du kannst Homeoffice aus dem... Aber ich habe eine andere Frage. Ja. Stell dir mal vor, so heute in 5 Jahren, Ja. du bist ein erfolgreicher Comedian. Sorry. Wieso sagst Im erfolgreichen Podcast. du bist ein erfolgreicher Anwalt. Aber egal. Nein. Stell dir vor, du hast so
die Spaltung, du kannst irgendwie sagen, sie sagen dir, hey, du kannst 100% Anwalt werden Ja. oder 100% Comedian und du bist in beidem erfolgreich. Ja. Was wählst du? Passion oder Geld? Also, Passion oder Geld? also wahrscheinlich wäre in Comedy mehr Geld zum Holen. Fair. Nicht. Bist du so ein Green Anwalt, sondern der Anwalt von den Unterdrückten? Ja, nein, der Anwalt von dem, der zahlt. Also, Eben, siehst du. ja. Okay. Aber ich meine, Der das ist ja, was haben denn Anwalt? 280 Stunden auf Stunde? Ja, je nachdem. Also das ist schon 250 ist so der Ansatz, glaube ich. Und wenn du halt so eine renommierte Riesenkanzlei hast, weißt, wo 5 Leute oder irgendwie 10 Leute in dem Fall arbeiten, dann wird es halt noch teurer. Ja. Okay, aber was wäre dir lieber? So, wenn du, sag mal, in beidem ist gleich viel Geld drin. Ja, also ich muss schon sagen, Comedy erfüllt mich mehr. Weißt du, sonst hätte ich gar nicht mit dem angefangen. Also, ich schätze meinen Job mega, den ich jetzt habe und ich liebe es. Und es ist, Danke vielmals, fürs Geld. dass ich der Kapitalismusopfer bin. Wir sind eigentlich, weißt du, kein Team, wir sind eine Familie. Ja. Nie ohne mein Team. Das ist bei uns in der Warte. noch am Film. Genau. Nein, aber nein, ich habe wirklich. Schlussendlich ist es bei euch wahrscheinlich ähnlich. Ich weiß nicht, wenn ihr nur Podcasts machen könntet, also nur das, und nur mit kreativem Arbeiten, ist halt schon etwas Cooles. Was ich aber schon ein bisschen unterschätzt habe und jetzt mit Teilzeitarbeiten recht schätze, ist, dass du gewisse. Weißt du, jemand zwingt dich, steh mal auf. Und das ist noch, und du siehst andere Leute und es ist noch ein kleines anderes Universum. Also du bist halt dort, hast mal geduscht, hast mal Zähne geputzt. Hast mal Hose angelegt. Genau. Ich habe 3 Jahre lang eine Firma gehabt und während dem ersten Lockdown ist halt so nicht so viel gelaufen. Oh, Scheiße. Was war es? Werbeagentur. Okay. Import, Export von Parfüm. Es war eine Werbeagentur. Und ich habe immer gesagt, Jungs, ich weiß nicht, wenn du dein eigener Chef bist oder halt kreativ schaffst, was auch immer, es zwingt dich eben schon niemand die Hose anlegen, Bro. Ja, voll. Weißt und das ist nach ein paar Tagen, verlierst du irgendwie das Zeitgefühl und alles. Mega, der Drive so, Bro. Und das ist halt das Gute, wenn du halt wirklich nur so einen fixen Job hast oder weißt, irgendwelche Termine, da weißt ich muss da hingehen und bekommst irgendwie eine gute Energie zurück, also wenn du einen coolen Job hast. Und das schätze ich halt schon mega, ja. Voll, geil. Aber du hast jetzt ein Solo-Programm, ist das richtig? Und du bist auf Tour sogar, du bist im Zelt im Winter bald. Ja, genau. Also das ist jetzt mein zweites Solo-Programm. Das erste habe ich schon, die erste Tour habe ich schon gemacht. Okay. Wann ist das rausgekommen? 2018 auch, ja. Weißt du, nachher, das ist wirklich einfach eine coole Erfahrung gewesen, um das Ganze zu schreiben und auch hart gewesen, weil du musst zweimal 45 Minuten musst du vor Leuten anstehen, die wirklich nicht wegen dir gekommen sind. Ja, man. Und du musst zum Lachen bringen, weißt du? Ja, krass, und da ist halt schon, wenn es Zürich ist und die Hälfte kennst und die Hälfte ist, sagen wir mal, so ein bisschen, entspricht unserer Demografie, dann ist es etwas anderes, als wenn du halt irgendwo bist, wo es halt die Leute ganz anders drauf sind. Sagen wir, ein anderer Jahrgang, andere Herkunft, andere Bezugspunkte. Aargau. Nein, Aargau, Shoutout an Aargau im Fall. Aargau und Solothurn, ich weiß nicht, was dort los ist, aber dort läuft es wirklich gut. Und ich habe mich wirklich nur abhärten dort, weil kommst du an, hast irgendwie vielleicht 12 Leute, die gekommen sind und die sind nicht wegen dir gekommen, die sind einfach dort, weil sie immer dort sind. Ja, und fang dann mal an, lustig zu sein und zieh das durch und so. Und darum genieße ich halt Auftritt, wie das, was der Jos organisiert hat, ist dann einfach richtig geil und macht Spaß. Aber ich glaube, durch das kommst du nicht um. Wenn du auf der Bühne etwas machen willst, ich glaube, egal wie bekannt oder wie gut du sonst in anderen Bereichen bist, die Erfahrungen musst du, glaube ich, machen. Ich weiß nicht. Und ich meine, in der Schweiz, also ich muss ehrlich sagen, ich kenne eine Handvoll Comedians, die das reden wir nachher. Ich kenne eine Handvoll Comedians in der Schweiz, über Fabio Landert, Cenk, du und das war es eigentlich auch schon gewesen. Also, weißt, Cenk ist der Türk, gell? Der Cenk ist der Türk, aus Vinti. Cenk, liebe Grüße. Hat jetzt auch ein Solo-Programm? Ja, also wir sind sehr gute Kollegen, darum habe ich so dumm gefragt. Er ist auch von Vinti, oder? Bist du schauen? Nein, nicht ehrlich gesagt. Ich habe ein lustiges Erlebnis mit dem Cenk. Ich bin vor 3-4 Jahren bin ich so in Oberi in der BP-Tankstelle. Wir sind zusammen gewesen, ja. Wir sind sogar zusammen gewesen. Und ich laufe so an, ich so, ey, bist du der Cenk? Und er hat vorhin erkannt und er tappt ihn so, ey, Cenk? Bist du der Cenk? Ey, bist du der Cenk? Und er so, wieso, wer fragt? Ich so, hey Bro, ich feiere deinen Rap. Er hat noch gerappt. Ja. Ich so, ich feiere deinen Rap. Er so, okay, ich meine, du hast mich geschlagen. Also ein paar Leute im Momentan. In Kassofirmen. Mir geht's noch. Geht's gut, Mann. Ja, wenn ein Solo-Programm macht, dann gut, ja. Du hast voll Geld rausholen. Bro, ich würde sagen, in dem Moment hätte ich können. Ja, Tankstelle vor allem, aber wenn wir sogar wirklich heikel geworden, die Tankstelle sogar noch Geld verlangen, neben der Polizeistation, Bro. Voll, Mann. Aber eben, er tut jetzt, glaube ich, das Casino-Theater, hat er gefühlt. Genau, ja, ist tätig, ist unterwegs, ja. Wir sind im gleichen Management, ja. Ah, sogar? Ja. Also wir sehen uns sehr viel, ja. Geil. Tu mal etwas organisieren, Bro.
Ja, was? Du neu das Management. Nein, Bro, ich fühl's, man, geil. Aber eben noch fragst du, das zählt zum Beispiel. Ja. Das ist so ein Programm, wo ganz viele Leute sind, oder? Genau. Das heisst Young Artists und obwohl ich nicht mehr jung bin ich reingekommen. Und da hast du halt einfach alle Leute, du hast Sänger, BMX-Fahrer, Breakdancer, es ist wirklich eine richtig geile Show und halt mich als Comedian. Und dann hat jeder von uns irgendwie 10 Minuten, irgendwie ein paar Mal Auftritt und dann hast du an einem Abend so ein bisschen alles gesehen. Und nice. es ist wirklich aber ist geil. Wer organisiert das? Es ist einfach das Zelt, das organisiert. Die haben, ich weiß nicht genau, wer alles... Ob ist da nicht mal eine Agentur dahinter ist. Der Marco Rimo auch dort? Ja. Also das sind grosse Namen, das ist grosse Ehre zum... Also das klingt jetzt mega schleimerisch, aber nein, ich meine es ist ernst. Ja. Also es ist wirklich cool, um dort halt sein dürfen und halt auch die Art von Comedy machen, die ich mache. Also halt schon mit Bezug zu Dönerteller und Ottos und so weiter. Und weißt du, sie sagen mir nicht, du musst jetzt irgendwie andere Jokes bringen, sondern mach du dein Ding und dort mache ich halt auch viel Crowdwork. Hol Leute auf die Bühne, red mit den Leuten und es macht Spaß. Also wenn ihr Lust habt, können wir machen. Ja, also ich komme sicher in Winter im November, glaube ich, oder? Ich glaube schon, ja, ich weiß. 14. November so. Hey, auf jeden Fall, wir tun die Tourdaten in die Beschreibung von dieser Folge. Hey, sehr gerne, ja. Über den prozentualen Anteil reden wir nachher noch. Das geht auch. Aber ich habe nicht gewusst, Bro. Nein, aber eben, du hast auch Solo-Auftritt? Ja, das sind eben die Solo-Shows, ja, genau. Und das neue Programm, es ist schon mühsam, einen Namen zu finden. Ich wollte eigentlich Stilbruch und Zwiebelbruch nennen. Das ist geil. Aber es ist viel zu lang und jetzt heißt es halt nur noch Stilbruch. Weil ich halt probiere so ein bisschen Klischee, also ich probiere nichts, ich habe den Namen erfunden. Und jetzt probiere ich einen Namen, Sinn zu geben im Nachhinein. Aber warte, ich gebe euch, wenn ich schon so schamlos am Werbung mache, gebe ich euch meine Visitenkarte. Oh, ich habe gesehen, das sind Fußballbildchen. Du bist ein absoluter King. Also, da ist das erste. Alter, geil, Mann. Das ist der energetische. Schau, da gebe ich dir einen Schau. Lieb's, Bro. Dann habe ich noch einen anderen. Ich kann natürlich, du kannst sammeln, weißt du? Und ich mache nachher ein Sammelalbum, das dümmste Sammelalbum, was es gibt. Was? Hast du dich? Ja, jetzt darfst du ihn schlagen. Schau, das ist der Feurige, als ich anders drauf bin. Ja. Ich fier's, Bro. Hey, das ist richtig, also... Und das krass, sie kleben da, wirklich, sie kleben. Oh, Scheiße. Ja, das ist richtig. Vagabunden und so hat es Kleber, also um WC, ja. Und das ist der Verletzliche, da bin ich eben manchmal auch... Und ich stehe voll zu dem. Gib das an Yilmaz, Hey, warte, ist das Adidas Jäckli, wo Predator hinten drauf steht? Was? Jäckli? Oder? Nein, das haben wir Trikots gemacht von uns. Danke, Jamie. Hey, ich finde es richtig geil, Bro, das ist richtig gut. Merci, Mann. Ja, ich liebe halt so ein bisschen, weißt du, ich weiß auch nicht mal, so, weißt du, kleine kreative Twists irgendwo reinbringen. Ja, aber darf ich schnell fragen? Ja. Darf ich mal schnell eins haben? Irgendeins? Ich kann nicht. Du hast ja hinten deine Webseite, Insta und so, oder? Ja. Aber wenn man das aufklebt, nimmt man es ja hinten weg. Ja, aber die behaltest ja, die ist aus Karton. Aber der Kleber ist dann weg. Ach shit, ich habe noch etwas überlegt, hä? Mir. Ich natürlich. Geil, ist Nein. Wir haben das schon etwas überlegt. Weil, ich finde halt, das finde ich eben so geil im Comedy-Bereich und in dem kreativen Zeug. Du kannst, ich meine, ein normaler Mensch, wenn er so eine Visitenkarte gibt als Jurist, dann ist ja easy, weißt. Aber in Comedy auch, weißt, du kannst aus etwas, wo dämlich ist schlussendlich oder nicht Sinn machen würde im normalen Leben, holst du etwas Gutes aus und das finde ich auch geil. Und auch sonst, wenn ich jetzt eine Gitarre spiele und es tönt nicht perfekt, weißt du, die Sänger müssen halt perfekt tönen und machen Toncheck und weißt, so im Ohr und so. Und bei mir ist das falsche Akkord scheißegal. Es ist einfach Teil vom Joke. Musikalisch, Mann, ich finde das geil. Du hast auch eine gute Stimme, ja? Hey, Jungs. Nein, wirklich, also das ist das schon das Date, ha? Schon... Nein, wir sind Fans, wir sind echt Fans. Also ich bin auch Fan von euch. Ja, sicher, ich bin Fan, ja. Fan, wie viel Podcast hast du gehört? Ist das ein Podcast? Wie sind wir in der Zeit? Gut, 3 Stunden. Oh, ja, schon okay. Was ich gerade fragen, die Standardfrage, die du schon x-mal gehört hast. Wie viele Personen hast du schon mal, also was ist die höchste Besucherzahl gewesen, so, wo... ich glaube, das war in Arosa, ich glaube um die 700 oder fast 1000 Leute, ich bin nicht ganz sicher. Weißt du, das Riesenzelt in Arosa, wo ich durfte im Ding mitmachen, im Best-of. Ja. Also ich bin in Arosa, ich durfte dort mein Solo-Programm spielen und dann in einer kleinen Bühne und dann haben sie gesehen, ja, das ist gar nicht so scheiße. Und dann haben sie mir ein neues SRF-Ding und dort konnte ich halt, weißt, mit allen anderen gestandenen Comedians, Büsser, Oropax, so all die, die immer dort sind, habe ich 3 Minuten gehabt und konnte von diesen Leuten spielen. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen Highlight von der Karriere oder gibt es andere Sachen? Es ist, oder einfach der geilere Sachen? Es ist sicher etwas, was man für immer in Erinnerung bleiben wird. Ja, weißt du, mit all denen sind wir nachher gegessen, weißt, meine Familie war auch dort und das war wirklich ein schöner Anblick. Weißt, wir sind nachher in so einem Bergrestaurant und so ein Tisch jetzt wieder da. Ja, ich schwöre, kurz habe ich gemeint, ich bin der Manuelsen, Alter. Am Tisch Kaffee full.
diesem Tisch wird nicht gelogen. Da wird nicht gelogen, Bro. Ich so viel Deutsch-Rap-Memes. Auf jeden Fall, du siehst halt so meine Eltern am Lachen mit irgendwie einem Comedian, dann irgendwie der Gimmick-Kollege mit dem anderen Fahrer. Weißt du, so mehrere Welten, die aufeinander halt zusammenkommen. Und ich habe gerade vorhin einen schönen Auftritt gehabt und dann sind wir schön am Essen gewesen. Das ist wirklich etwas, wo mir für immer bleiben wird. Es zahlt sich ja auch aus, Mann, oder? Also ich meine, das sind so die kleinen Sachen, die passieren, wo dir eigentlich so die Energie wiedergeben. Absolut, ja. Um das Zeug zu machen. Es ist sicher mega schön, weißt, wenn so deine Eltern so in dieser Menge so von 1000 Leuten oder von 700 Leuten und du denkst dir, also weißt du? Ja, es ist hure speziell. Und, brutal schön. Ja, und es sind eben so die, klar, es ist hure lustig und hure cool, wenn du auf der Bühne einen guten Joke reißt und so weiter, aber es hat eben noch die kleinen anderen Sachen, wo einem halt hure stolz machen. Also, was ich hure wichtig finde, ist echt wieder so ein Self-Help-Sicht, aber so, weißt du, das ganze Frame. Ich habe zum Teil sehr, sehr schwierige Auftritte, wenn du wirst einfach irgendwo angeschickt zu einem Weihnachtsessen von einer Versicherung zum Beispiel. Alle blau, niemand kennt dich, weißt du, die eigentlich den anderen Comedian wollen, aber der ist schon besetzt und du wirst angeschickt. Und dann musst du halt einfach dort irgendwie reinkommen und sagen, hey Jungs, ich bin da und die stehen im Kreis um dich herum und kennen dich nicht. Und wenn du es dann schaffst, weißt du, die Leute irgendwie zu bearbeiten und zu holen und nachher sagen, hey, ist hure geil, du hast das Weihnachtsessen hure aufgewertet und hat mega Spass gemacht und oder irgendwie einfach so die kleinen Momente, auf die bin ich dann mega stolz. Und das sieht man halt nicht unbedingt, also oder das denkt man nicht, bevor man es nicht mal gemacht hat. Und fix. Oft, wenn eine Situation halt sehr nicht vielversprechend aussieht und du es nachher drehen kannst, das finde ich hure geil. Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch eine andere Frage. Du machst ja Carpool-Fahrten dann mit FCZ-Spielern. Genau. Wann hast du die nächste wieder? Ich weiß es nicht, das müssen wir am FCZ sagen, dass wir uns wieder... Bro, du musst irgendwie einen Gefallen für mich machen. Das ist ja mein Lieblingsverein so. Das ist, und ich schaue immer wieder die Videos. Das Geilste übrigens ist das von Dumbi und Totzing, also was ich jetzt gesehen habe. Obwohl ich, weißt du, so, mit Untertiteln und so, aber ich habe es richtig geil gefunden. Du hast auch gemerkt, ich habe bei dir gemerkt, du hast richtig viel gelacht, es war mega so ein Vibe rum, es war geil gewesen, ja. Ich habe jetzt gerade nichts zum Mitgeben, zum sagen, schenk ihn, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn du sie siehst... Kannst du eine Visitenkarte geben? Genau. Ich kann ihnen, weißt du, viel schon geben. So, venez, je m'accomode die Show, venez, je vous invite und so. Er so, ja, voll klar. Ja, sicher komme ich. Ich sehe, wie es wegrührt, weißt du. Ich bin nur in dem Auto, weil der Verein sagt, du musst mitmachen. aber das war auch eine spannende Erfahrung, weil wenn du, also weißt, wenn ich so Zeug schaue, dann, oder wenn man das sieht, siehst du halt einfach nur so eben einen Comedian und zwei Spieler im Auto und es muss halt lustig sein, wenn es nicht lustig ist, scheiße. Aber weißt du, dass du irgendwie im letzten Moment noch das Skript fertig geschrieben hast und sie dir noch andere Anweisungen geben und dass es dann plötzlich heisst, ey, kannst du es auch Französisch machen, dort anfährst, du musst einen huren heißen FCZ-Pulli anlegen. Also weißt du, und weißt du, so viel Zeug und dann, ey, okay, sie sind früher da, du hast keine 15 Minuten mehr, um dich vorzubereiten, es fängt an zu regnen, das Training ist in einer Stunde, mach jetzt los. Geil, Mann, krass. Du, so, weißt, und wenn du noch weißt, dass all das dahinter ist, dass du dann noch etwas rausholen kannst aus diesen Leuten, dann, also weißt, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der krasseste und so, aber es ist immer noch mehr dahinter, als ich beurteile jetzt Moderatoren und so auch aus einer anderen Perspektive. 100%. Und das sind halt auch coole Momente, wo du merkst, mit dem Marquesano ist es geil gewesen. Ja, also, liebe Grüße, Antonio, an dich. Ich gehe mir immer auf die Nerven. Liebe Grüße, ich kenne dich nicht, aber liebe Grüße. Bei ihm ist das, weißt du, er sitzt drin und so weiter und ich merke so, ja, er ist im Stress und dann jetzt auch nicht unbedingt Bock am freien Tag mit mir anzufahren. Mit dem jungen Zürcher. Genau. Also ja, fahr langsamer, das ist 30. Ich so, ja, wegen 80 und so, weißt du. Übertrieben. Du musst doch sicher schalten, du musst nicht mal anschneiden. Ja, wirklich. Erstens mal nicht mit dem Nummernschild, zweitens ist es mir scheißegal. Und weißt du, wenn du merkst, dass du so ein bisschen auf die Leute eingehen kannst und dann habe ich ihm noch angefangen, so eine Playlist zu zeigen. Also, weißt du, wir müssen Lieder raten und dann ist so ein italienisches Lied gekommen. Dann ist er völlig eskaliert. Dann hat es ihm sehr gefallen und dann weißt, haben wir uns richtig gut verstanden und es war wieder so ein Moment, wo aus etwas Schwierigem halt etwas Gutes holst und das finde ich sehr geil. Fix. Ja, Mann. Und du musst auch vor allem die Leute um den Finger wickeln, gell? Also, das ist wirklich so. Aber ich finde es noch spannend, was du gesagt hast, wegen eben so Auftritt bei so Geschäftsanlass. Ja. Hey, Bro, eben, wie gesagt, ich habe jetzt 1-2 Mal einen Comedy-Versuch Auftritt gehabt mit Crowds, wo Leute sind, wo ich kenne und wo ich das Gefühl habe, sie finden meinen Humor noch gut. Aber ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, wie das müsste sein. Eben, also Versicherungsbroker-Typen, alle blau, alle schlagen ihre Frau daheim und so. Es ist im Fall, aber das zwingt dich halt, um dich weiterentwickeln, weil ganz am Anfang habe ich ich habe nur geredet, ich wollte Hardcore, nur Stand-up, weil ich das geil finde, alles andere ist uncool, weißt du, die Einstellung habe ich gehabt. Und dann merkst du nach 3-4 Mal,
wir sind da in der Schweiz, oder? Ja. Also, du kannst nicht irgendwie eine Comedy-Kultur erzwingen auf Leute. Ja, also klar, Stand-up, wir sind am Pushen und so weiter, aber du hast trotzdem da eine riesige Tradition von, weißt du, Money Matter und Peach Weber und Leute, die mit Gitarre kommen und Comedy-Duos haben wir ja auch viel Divertimento, Leute, die Charaktere spielen und das musst du halt schon auch irgendwie respektieren und das habe ich irgendwie noch geil gefunden. Weißt? Und dann habe ich so angefangen zu merken, okay, schau, ich bin jetzt nicht da, dass ich sie zwinge, um mich lustig zu finden, sondern die Leute sind da und ich muss die machen, dass es Kabarettist, oder? Kabarettist. Das ist dann Leute, die... Ja, also Kabarett ist dann nochmal mehr, wenn das Ganze noch ein bisschen politischer wird. Also weißt du, wenn es so ein bisschen mein Hauptauftrag oder mein einziges Ziel ist, dass Leute lachen. Ja. Also nicht über andere Leute und dass es irgendwie krank wird, sondern einfach, dass es lustig ist. Und bei Kabarett und Satire ist nochmal der Schwerpunkt, dass man so ein bisschen gesellschaftskritisch ist, dass man vielleicht noch... Es muss nicht unbedingt lustig sein, aber es muss sich auf neue Gedankengänge irgendwie bringen, ja. Fair. Aber weißt du, dann habe ich halt auch ein bisschen mich selber nicht neu erfinden, aber ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen mehr mit den Leuten reden, ich habe angefangen, weißt, so Quiz spielen während der Auftritt und die Fragen immer anpassen an den Ort und an die Leute und so weiter, dann mit der Gitarre kommen und dann habe ich gemerkt, so hast du immer mehr, weißt, du gehst und dann bekommst du viel mehr zurück und das sind die geilsten Auftritte am Schluss, wenn du wirklich so den Ton triffst von den Menschen, die halt dort sind, ja. Voll, spannender Einblick. Du hast Quiz gesagt. Ja. Das ist für mich eine sehr gute Transition zum Quiz, wo unser Jamie uns vorbereitet hat. Ja, geil, Mann. Gibt es ein Quiz? Nochmal eins? Es gibt ein Quiz. Und zwar spielst du gegen den Serhat. Geil. Es sind, es sind eigentlich Schätzfragen. Ja. Und zählst du Punkte? Okay. Also ihr zwei spielt gegeneinander. Genau. Okay. Gibt es einen Buzzer oder schreiben wir es einfach? Ihr sagt, ihr habt beide so Zeit zum Überlegen. Schätzen hast du gesagt. Genau, ja, und je nach, also ich kann auch sein, dass du es weißt. Und die Person, die näher ist, bekommt den Punkt über. Okay. Ja. Um was spielen wir? Wir gehen nachher einen Döner essen. Okay. Und der Verlierer zahlt. Easy. Ich muss schlimm Gas geben, oh mein Gott. Bro, schlimm, 25 war es gerade, aber es ist schwierig. Egal. Wir geben voll aber einen Teil ist okay. Kannst du in Zürich noch kurz verlangen? Jetzt einfach ein Stutz. Ja. Was? Zum Döner teilen, ja. Zum das machen? Ist es in Mitunone? Nein, ist nicht. Oh ja, das wollte ich mal sagen. Den habe ich richtig geil gefunden, Mann. Euer Rant über... Gül, weißt du nicht, meinst du? Nein, Gül und Mitunone ist auch genau, erwähnt worden. Genau. Und das habe ich mir kaputt gelacht und dort davon erzählt haben, dass Jungs, eure Kollegen auf Tinder herausgefunden haben, wie man noch mehr Boosts bekommt. Bro, du glaubst mir nicht, aber die sind einmal so vom Balkon am Hocken und haben wieso gegenseitig so, okay, machen wir schnell zusammen, schick Bro, mit so Ding, mit so, wie heißt das? Whiteboard, Bro. Flipchart, Bro. Alles so, ich meine die so, Schritt 1, homosexuell werden. Schritt 2, wenn das nicht zieht, löschen, nochmal einen neuen Account machen. Schritt 3, geh einfach in Puff, Bro. Genau. Okay, auf jeden Fall, alle unsere Jungs sind Ficker. Okay. Schön. Gut, bevor wir anfangen, wegen Döner noch schnell. Noch ganz kurz. Und zwar, ich habe letztes Mal den Memo gehatet. Ja. Okay. Und ich muss noch kurz sagen... Memo für den Anstädten? Genau. Oh, du bist jung, Bro. Ja, ich muss mich kurz entschuldigen für das. Weil ich habe der eine oder andere hat mir geschrieben, dass er mich verschlagen will. Und nein, ohne Scheiß, ich habe mit ein paar Leuten geredet und ich muss sagen, der Bruder, der Memo, ist wirklich einer von uns. Er ist ein Kro, so etwa 50, 60. Bro, ich rede so oft davon und du gehst erst an andere Leute vorreden. Ich habe es nicht gehört, Bro. So ein dummes... Weißt du was? Ich verbessere mich. Okay. Ich nehme Kritik auf. Okay. Also ich wäre froh, wenn du mich nicht beleidigst wegen dem. Bro, es ist schwierig, um nicht zu beleidigen. Okay, weil ich habe es aufgenommen und ich verbessere mich gerade. Okay, also. Memo ist richtig stabil. Jetzt gab es einen neuen Standort in Schlieren. Und es sind nur Memos. Oder der Memo. Der Memos, genau. Und das ist auch richtig gut. Expandieren, ja? Ja, Mann. Auf jeden Fall, ich möchte mich entschuldigen offiziell. Aber mit und ohne kann ich noch meinen Schwanz lutschen. Okay. Plus Eis. Dankeschön. Mit Cocktail. Okay, wir fangen an. Wie viel Liter fasst eine normale Badwanne? Wenn wir es gleichzeitig sagen, weil sonst ist es unfair, wenn du sagst 300, dann sage ich 301. Also weißt du oder was? Ich schätze mal 300. Tschüss. Ey Bro, ich habe vor, heute Abend mir ein Bad gönnen. Deswegen ist es gerade mal gut, weißt du? Ich habe mir so einen Scam-Kugel gekauft, wo eigentlich sonst rein tun. Ah, die von Lüsch. Die so... Bro, ich habe den London gekauft, aber wenn es Wasser tust, man auch... Was passiert denn? Nachher... Kennst du die... Schaum oder was? Nein, es kommt so verschiedene Farben. So Farbe, weißt du, ästhetisch und so. Wirklich? Und du gehst rein und du wirst einfach so Eis mit dem Regenwald. Voll, Bro. Badebombe. Ah, voll geil. Bro, auf den Videos geht es geil, wenn die Videos das alle geht. Du so, du siehst ihn so mit seinem behaarten Körper von oben rühren. Ich ganz weg. Ich höre es ab, Bro, ich schaue es an. Man einfach nur so, auf den Boden, sorry, ich habe geschlagen auf den Boden. Und ich schaue es einfach an, mit so grau, pink, so was für hässliche Farbe, Bro.
Also, du sagst 300. Ja. Alter, ich sage... Spartaner. Warte. Ich bin schon mal reingelegen und ich bin nicht leicht. Aber es hat auch noch ein bisschen Platz für Wasser gehabt. Ich sage 180. Darf ich ganz kurz etwas sagen? Wir machen immer so mit mathematischen Formeln und Ja, Rechnungen. Es macht null Sinn, was wir sagen. Ich habe wirklich gedacht, wieso Einfach das etwas zu heben, weißt du? Einfach irgendwie, dass ich nicht dumm so, ich liege rein und nachher Wasser 180. Volumen, Kubik, etwas 180. Aber er war nicht gewesen. 150. Oh mein Gott. Fuck, was für kleine Badwanne haben Der die? Döner kommt näher. Das stimmt. Der Döner kommt näher. Ja, sorry, ich habe so eine Eckbadwanne die. Okay, für... Also kannst du Badwanne, ich brokes. Bist du Autofahrer? Ja, oder? Ja. Okay, ich bin gerade in Italien gewesen, das Wochenende. Und ich bin im Stau gestanden. Und zwar wo? Gotthard. Gotthard. Und die Frage ist, wie lang ist der Gotthard-Tunnel? Autobahn. 17 Kilometer. Bro, schau jetzt, ich will 18 sagen, aber das ist jetzt Nein, sag's, es ist 17. Es ist 17, bist du Ich bin sicher? nicht sicher, aber ich schaue immer die hohen Zahlen Ja, an, wenn immer ich durchfahre. 13, Ja, 14. ich bin voll nicht sicher. Ah, Mann, also es ist nicht mehr als 20, das weiß ich. Ey Bro, 17, schon nicht schlecht, Mann. Aber ich weiss, ich bin sicher gewesen mit Mega, 300, das ist einfach das Doppelte gewesen. Ey, ich kann nicht 18 sagen, weil das ist zu fair. Wenn nachher alles unter 17 bist du, alles über 18 Ja. bin ich. Ich sag, ich mach's nicht besser, aber keine Ahnung, morgen 13. 16,9. Ah, Mann, der geht für Sehr dich. gut. Merci. Ich bin einmal Sommer mal 3-mal hin und her gefahren. Einfach, dass sie es wissen. Aha, okay, nicht. Ah, okay. Also sorry, sorry. 3-mal auf Kroatien und zurück. Ah, Zum... Bro, nur kurz. Kroatien haben, glaube ich, ein geiles Leben, wenn sie Heimat gehen, weil für dich so. Ja. Ich fahre am Morgen los beim Abend dort. Absolut, ja. Kannst du dann baden gehen? Ich fahre am Morgen los und ich schaue, was ich heute Abend zum Essen bekomme. Ja, Ich komme unbedingt mal auf Kroatien. Ja, ich komme vorbei. Wegen... Cevap. Nein, nicht Deutsch, Mann. Nicht. Weißt du was, du kannst das gerade nochmal drucken. Gerade nochmal drucken bitte, für dich, wie du hast geschrieben. Mach. Nein, nicht Deutsch, Mann. Nicht. Du hast geschrieben, wie hoch ist der Matterhorn? Bro, das ist kurz und bündig. Das ist. Weißt du, der Matterhorn? Der Matterhorn! Der auf Toblerone, weißt Ich du? habe die Mathe. Er ist zu billig gewesen. Ich habe mich geschämt zu sagen. Okay, kannst du mir sagen, wie viel Meter über Meer? Müm. 4005. 3367. Also, warte, 4005. Ja. 3367. 4478 Meter über Meer. Raulum, du hast sicher gewusst, du hast sicher gewusst, Bro. Ja, mein Ziel ist eben einmal im Leben auf einen 4000er Berg zu steigen. Und ich habe gesehen, Matterhorn musste ich... Nein, 4000er. Und Matterhorn musst du einfach schon mit einem Guide gehen. Und dann habe ich so 4000er Berge gegoogelt, die einfach auflaufen können. Oh, fuck, Das Alter, ich muss gibt's den nächsten Typen, Bro. Und es gibt, weißt du, so... Das ist voll dort, weißt du? Ja, so. ich Bro, versuche gewinnen, Bro, soll gewinnen, Bro. Sag Döner, Bro, sag dir ehrlich. Es gibt irgend so, ich glaube, Bieshorn heisst und du kannst einfach gerade rauf und dann kannst du sagen, ich bin von einem 4000er gewesen und das würde ich gerne mal erreicht haben. Ja. Wie hoch ist der Mount Everest? 8600 irgendwas. Ja, ich weiß auch nicht. Weißt du, welcher... Nein, mach nicht, mach Egal, nicht. sorry, mach es tut mir leid, nicht. lassen wir's. Okay, immer gut zuhören. Okay. Und da zählt jetzt, wer als erstes sagt. Oh mein Gott. Eine Gans läuft vor Zweien, eine hinter Zweien und eine zwischen Zweien. Schon zu viel. Ja, Mach langsam schon mal, von was neu. eine Gans ist, habe ich mir überlegen. Man. Das ist die weiße Ente, gell? Genau, die große Variante. Eine Gans läuft vor Zweien, eine Gans läuft hinter Zweien und eine Gans läuft zwischen Zweien. Wie viele Gänse 5. sind es? Eine vor zwei, eine hinter zwei, eine zwischen zwei. Warum ist 5? 3, Jungs. Ich wusste, Eine ist hinter 2. Ja. die ist Das da. sind schon mal 3. Ja. Ja. Und dann ist eine vor 2. Das sind die gleichen 3. Ja, je nachdem, von wo du schaust. Du kannst Bro, von links, warte, rechts, warte. vorne, hinten schauen. Was? Eine ist hinter zwei und Ja. eine ist vor zwei. Ja. Der da Ist hinter zwei. und der da ist was? Ist Vor 2. Aha. ja, aber er ist neben dem anderen. Nein. Aha, nein, okay. Ich habe dann gleiche Höhe. Ja, denke weniger. Okay, das haben wir mal so Okay, gut. also immer noch 2-1. Ich hätte es gewusst. Wenn du die Zahlen... Was für dumme Frage, Bro. Nein, Aber ich lieb's ich finde es geil. Wenn du die Zahlen von 1... Ah nein, so Zeug bin ich so schlecht. Ja. Darf ich schnell? So. Wenn du die Zahlen von 1 bis 100 aufschreibst, wie oft schreibst du die 9? Ist das schneller ist wieder? 9. 10. 9. 19. 11. 29. 20.
Was sagst du? Nein, warte, ich weiß. Also, du hast schon jede Zahl gesagt, es wäre 20 gewesen. Ja, aber der Punkt geht keinem. fuck. Du hast nicht gecheckt, oder? Du so. Ich so, ja... 27. Nein, so 9, 19, 29, 39, 49 Ja. und dann habe ich aufgehört. Bei So, jetzt 90 hast du auch noch alle drin. Ja, Stimmt, stimmt. aber Aber du bist nicht schlecht. Wenn wir in den Punkt gehen, oder? Nicht sehr ehrlich. Bro, er ist Student, das zählt nicht. Okay. Aber ich bin schon schlecht, darum habe ich studiert. Also gib mir. Nein. Ich wollte weitermachen mit dem Quiz, den ich liebe. Okay, das ist geil, weil wir haben da über am Tisch, der ein mega Fan von Blauwal ist. Findet die Tiere mega interessant. Ich finde Wal geil, ja. Aber jetzt kommen so Sachen wie viel Tentakel oder was sagen wir, wie viel Garnelen isst er einen Tag, Bro? Keine Ahnung. Wie viel wiegt die Zunge eines Blauwals? Also, sag du mal etwas. Okay, ich sage, also ich glaube, ein Blauwal ist sicher ein paar Tonnen. Ja. Also, wie viel? 15 Tonnen oder so? 10? Übertrieben schlimm, Bro. Also, und das heisst, die Zunge ist sicher mal ein paar Kilo, Mhm. aber wahrscheinlich keine halbe Tonne. Das ist auch sehr viel für die Zunge. Was bist du mir gesagt? Hm? Sorry. Hure rot ist einfach schon hure gross. Brutal. Am Fleck. Er so, willst du rummachen? Warte, wie so Feuerwehr so am Ausrollen. Sorry. Ich sag 30 Kilo. Okay. Oh. Also blau. Das ist ein bisschen viel, ne? Ein bisschen wenig. Bro, das ist ein bisschen wenig. Ey, wenn die mehrere Tonnen schwer ist. Also schau, wenn ich jetzt nur mich als Mensch vergleiche. Ich weiß immer, wie schwer meine Zunge ist. Wo würde ich anfangen? Uns ist sicher 7. Klar. Also ich sage jetzt, mach einfach in die Rechnung. Ich sage, der ist 10 Tonnen schwer und die Zunge ist so 100 oder nicht einmal, ich sage einfach in die Zahl, Bro. 102 Kilo. Ich bin von beiden sehr enttäuscht, aber du bist näher. Nein. Es ist 3600 Kilo. Alter, was für ein Sind das Zunge? Facts? Sicher nicht. Ich bin schon mal angefragt worden. Sind das Facts? 3 Tonnen für eine Zunge. Für einen Blau. Wie schwer ist ein Blauwal? Blauwal kann bis zu 150.000 Kilo schwer. 150.000 Kilogramm schwer sein. Also 150 Tonnen. Aha, ich habe schon gemeint 150.000 Tonnen. 150 Tonnen ist Ja, und aber verhältnismäßig sind Ja. 3,6 Tonnen ja nicht so viel. wieder nichts, ja, fix. Okay, ja. Okay, 2-2 oder was? Wie wenn ihr mal überlegt, eure Zunge ist ja im Maul nie bequem. Sie ist immer angespannt. Aha. Wo ist er? Okay, 2-2. Wir gehen weiter. Ich weiß nicht, wieso da so eine Wipe-Kill-Frage kommt, aber wie viele Menschen haben weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser? Wer von euch hat die Brot für die Welt-Werbung gesehen? Er so, hey, weißt du was, fick mir den Wipe. Wie viele Menschen Haben weltweit keinen Es Zugang sind schon viele. Und ich voll laut am Lachen nach dieser Frage. Mit meinem mit Wasser? Bottle Evian. Und dann noch vor Nestle-Unternehmen oder so. Ja. Okay, wie viel? Also Bro, schau jetzt, Europa... Jetzt musst du mal zuerst sagen. Okay, Europa hat größtenteils sauberes Wasser so. Red für dich. Also größtenteils, so sage ich jetzt, also nicht überall. Bro, also wir in der Schweiz haben sauberes Wasser, Ja. wenn ich schon Deutschland kann, Ja. aber eigentlich ist es sauber, weißt du? Offiziell so. Fair. Ich sage jetzt ganz ehrlich 4,3 Milliarden. Hat kein. Also die Okay, Hälfte. er hat es gesagt. Okay. Weißt du, wie viele Menschen auf der Welt leben? Knapp 8 nicht. Also das heißt, über die Hälfte hat kein sauberes Trinkwasser. Also sauber, also Bro, Türkei ist auch kein sauberes Trinkwasser, aber sie trinken es. Das mein, also, Das ist sauber. Ja, also nein, das unsauber ist so, wenn du nachher Krankheiten hast von dem, für mich. Nicht aus, Ja. sondern aus also Loch drin. Türkei ist sauber offiziell. So, also Ja, also. Also Frage wenn ist- du Hahnenwasser hast, finde ich, ist es sauber für mich. Hahnenwasser ist sauber. ja. Weil ich halt denke, weißt du, so, auch wenn Hahnenwasser Keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Also sie haben keinen, und die Türkei hast Zugang zu sauberem Okay, Trinkwasser. okay, dann habe ich komplett falsch verstanden, aber ich habe schon gesagt. Nein, komm. Sag 3. Dann sage ich, uff, 1 Milliarde. Jeder 8 vielleicht. Okay, du? Scheiße, Mann. Ist das jetzt mehr oder weniger? Ich sage. Ey, das ist jetzt verdammt gut. Jetzt hast du mich voll überzeugt mit der Antwort. Ja, sagen wir 0,5 Milliarden. Es sind 1,2 Milliarden. Oder man kann sogar 1,3 sagen, Land. So nice. Mein Gott, du hast jetzt auch den Döner weggeschnappt. Also, Nein, schon fertig, ich Bro, kann schon fertig. nochmal noch ein paar Fragen. Geht's Außer jetzt du willst noch? nicht. Hä? Also, du du gönnst, Nein, weißt du. mach jetzt über Krankheiten und so Zeug, dass der Vibe wirklich ganz Okay, gut geil. Der durchschnittliche menschliche Körper besteht aus wie viel Kilogramm Wasser? Also Durchschnitt bist du wahrscheinlich eher du als ich. Bist du?
Ah? Soll ich schätzen? Das ist die nächste Frage, ist gut. Schätzen wir. Bro, ich sag jetzt. Ich schneide das nachher nicht raus, was du vorher gesagt hast. Ich sag jetzt, im Durchschnitt, der durchschnittliche Mensch, was ist so anständiges Gewicht? 80 Kilo so? 85, 90. 85, 90. Und ich sage jetzt... sorry. Ja, mach du nur. Und man sagt ja so, 3/4 ist aus Wasser, nicht? Okay. Und dann sage ich sind wir jetzt... fucking Qualle, Bro. Ja, sind wir ungefähr, ja. Aber, keine Ahnung. 60 Kilo. 50 Kilo, 50 letzte Antwort. Tag. 50 Kilo Tag. Du? Ich habe genau das gleiche überlegt wie du, aber ich glaube nicht, dass ein Durchschnittsmensch 85 Kilo schwer ist. Ich glaube, du musst auch noch alle Lauch sein. Ja. Yeah. Nein, ich meine, es sind auch viele Babys und so, die der Durchschnitt runterzieht. Stimmt, Mann. Und der Brüder, Mann. Ja, Bro, er ist Student, Bro. Unsere Stats versaut, man. Er kann weiter überlegen, wie ich kann. Und all die Leute werden wahrscheinlich den Durchschnitt schon runterbringen. Aber zählen die Babys nachher in dem Ding? Wahrscheinlich nicht, gell? Aber ich sage durchschnittliche Babys. 90 Kilo. Ich sage, ein Durchschnittsmensch ist, sage ich mal, 60 und dann würde ich sagen 45. Etwas in dem Style. Ich weiß nicht. Okay. Was ist 30 bis 40 Kilo. Alter, nicht schlecht. Was haben wir? 3-3? Jetzt haben wir 3-3. Es ist schlimm, Bro. Ich sage ganz ehrlich, ich bin es nicht da, aber ich bin auch vorne angespannt, übertrieben, Mann. Okay. Wir haben noch 3 Fragen. Okay. Ui, okay. Wie viele Bakterien mehr befinden sich im Ohr, wenn man einen Kopfhörer 1 Stunde lang trägt? In Prozent. Haben die Frage gecheckt? Okay, also wie viele Bakterien habe ich mehr im Ohr, wenn ich 1 Stunde lang Kopfhörer habe? Ja. In Prozent. Wie lange sind wir jetzt am Podcast aufnehmen? Okay. 1 Stunde. Was? 1 Stunde? Wir haben über 1 Stunde Kopfhörer jetzt. Aber ist schon ein Unterschied, ob es in-ear ist? Wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ey. Oh mein Gott, Bro, weiß nicht. Wahrscheinlich eine kranke Zahl. Wahrscheinlich so 398%. Irgendetwas, was du schockiert bist. Außer bei Apple, weißt du, dann kommt so Apple. Wir haben den neuen Apple Podreiniger für 9,90 Franken im Monat oder so. Ja. Bro, ich sage jetzt, für 1 Stunde ist halt nicht wenig. Ja. 1 Stunde ist nicht wenig. Also in Prozent wie viel mehr? Als schon voran. Also wenn ich sage, ich will 3 Mal mehr, müsste ich sagen 300%. Genau. Okay. Und wenn ich sage, willst du 3,5 Mal mehr, musst du sagen? Oh fuck, warte. Können wir das rausschneiden? Scheiße, können wir gerade jetzt sagen? Sorry. Können Sie kurz warten? Nein, ich sage 3 Mal mehr. Wow. Also 300%. Ich sage... Also das Ding ist, es sind ja Bakterien selber... Bro, warte. Es sind ja Bakterien schon an diesem Ding dran. So. Ja. Und dann tust du das sowieso ein Filter drin, es bleibt einfach dort. Und jetzt sammelt sich der Scheiß wahrscheinlich so. Und sich ein paar, wie es hat ja Wärme, weißt du so. Ja, Wärme und alles. 496%. Ah, 4 Mal, also etwa 5 Mal mehr. Etwa 5 Mal, keine Ahnung. Wie viel ist das? 3-3. Okay, jetzt steht es 4-3 für den Serhat, wir sind 700%. Nein, scheiße, Mann. Alter, aber warte, nur 700% ist... Digga, weißt du so... Ja, aber weißt du, wer weiß, vielleicht ist das auch gut. Jetzt kommen irgendwelche Angels, die das gehört haben. Jetzt machen wir die Ohren, die sich selber putzen, die Ohren. Aber weißt du was? Putzt eure Ohren. Es ist unglaublich, wie viele Leute das hören müssen. Und Scheiß, putzt eure Ohren, bitte. Und putzt eure Bauchnabel auch gerade, wenn ihr dran sind. Und nicht mit den Kopfhörern, Mann. Ja, nicht mit den Kopfhörern. Aber vielleicht sind die Bakterien ja gut. Also, weißt du, Bakterien hat ja positive Bakterien. Ja, fix. Und vielleicht hörst du den Sound dann ganz anders. Vielleicht sind es irgendwelche kurdische, die noch ein bisschen den Bass verstärken. Genau. Okay, 4-3 für den Kurd. Wie viel Prozent von den Unfällen in Schweden das kann ich. werden durch einen Elch verursacht? Also von den Strassenunfällen oder von allen Unfällen? Also auch sein, dass einfach ein Elch jetzt in einen Menschen rennt zum Beispiel so. Das ist eine Info, die nicht gegeben ist. Okay, wie viele Straßen? Wahrscheinlich schon, ne? Also anhand von der Zahl würde ich sagen Strassenunfall. Okay, aber ist vielleicht eine dumme Frage, wie du sagst, was soll es sonst für Unfall? Also kommt ein Elch und... Nein, aber ich meine Strassenunfall, du kannst ja auch einfach einen Autounfall haben ohne einen Elch involviert. Ja, aber in welchem anderen Szenario wäre ein Elch involviert, wenn es kein Auto stell dir vor, du bist so aus dem Haus am Laufen und dann kommt so ein Elch und sagt, ey, du Hurensohn. Du so, er gibt das Handy, hebst du so, wir das Handy nachher. Wenn der Elch das sieht, Mann. Du verdammt. Okay, also. Bro,
Ich sehe wieder so Videos von Schweden, aber das sind immer so, die laufen einfach vorbei, die einfach so friedlich rumlaufen. Ich sehe nicht so viele, die aggressiv sind. Deswegen, ich habe wieder so eine tricky Frage, die eigentlich easy tief ist zu zahlen. Also, das ist eine easy tricky Frage. Okay, aber Also jede Frage, bis jetzt ist da... Ja. Ich sage jetzt, was war es im Jahr? Oder am Tag? Einfach, wie viel Prozent von der Unfall durch Elch verursacht in Schweden? 12. Fuck man, du bist immer so... Ich hätte schon mehr gesagt. Ich habe jetzt auch überlegt mehr, aber Bro, manchmal du einfach etwas sagen, was mir gerade in den Sinn kommt und nachher im Nachhinein überlege ich, fuck, jetzt soll ich aber es wäre schon unfair, wenn ich jetzt 13 sage. Ja, das wäre schon. Ich hätte ehrlich, ich glaube, ich hätte 20 gesagt, ohne die 12. Ohne Scheiß? Ja. 50 ist aber schon fair dort. Es ist viel. Und es sind genau 20. Wirklich? Alter, oh mein Gott. Aber das ist gut, wie das steht. Jetzt ist meine Freunde, es steht 4-4. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Und ich würde sagen, das geht nach Buzzer-Prinzip. Also nein, es ist einfach der erste, was sagt. Okay. Jetzt sagt einfach keiner etwas. Wie viel Knochen, also mit wie viel Knochen wird der Mensch geboren? 400. Okay, du? Tschüss. Ich habe einfach etwas... Aha, es hat Worte... Ja, nein, ich weiß nicht. Ich kann... Warum, wie viel Knochen hat der Mensch sonst, Mann? Soll ich sagen? Nein, sag nicht. Okay. Wieso habe ich das so schnell gesagt? Ich weiß nicht, Bro. Es Kind hat ja... Gut, warte. Zählt Knochen auch so... Weil am Anfang steht, weißt du, so viel so halt voneinander trennt. So jetzt zusammenwachsen ist. Also alles, was ein Knochen ist, ein Knochen. Aber es sind schon zwei Knochen, wenn sie nicht verbunden sind. Ja, eben. Ja. Deswegen... Bei meinem Baby, Bro... 622. Okay, also ein ausgewachsener Mensch hat 206 Knochen und ein Baby hat 300. Ja, Mann! Nein, warte. Ich bin voll am Schweizer. Ich bin voll nervös, Mann. Ey, das Quiz ist... Ich kann nicht wollen, dass es aufhört. Bro, Shoutout Jamie von Kurdistan. Okay, wir sind ein bisschen mehr als eine Stunde dran gewesen. Sven, willst du noch etwas sagen? Hey, ich würde am liebsten auch jetzt interviewen, Mann. Das macht sehr Spaß, aber ich glaube, wir haben alle noch zu tun. Und wir ja, wirklich. Ja. Das ist warm werden. Plus, ich bin mega angespannt von dem ganzen Quiz. Plus, du musst einen Döner zahlen. Nachher einen Döner zahlen. Auf jeden Fall, danke vielmals, bist du dabei gewesen. Bitte checkt Bio ab oder die Beschreibung von dem Video, weil ihr kommt, ich sehe die Tourdaten von Sven Ivanic und ich hoffe, ich sehe euch beim Zelt in Vinti. Yes. Bitte? Übrigens, kommt unbedingt ins Zelt und wenn ihr Lust habt auf die Comedy-Show von mir, auf Solo, es ist aber nicht nur Comedy, sondern in der Pause kommt noch ein Harmonika, also ein Handorgelspieler. Also sobald du reinlaufst, bist du eigentlich schon in der Show. Also der Mihailo sorgt für Stimmung, du kannst so Geld rein tun, Geld an die Stirn kleben. So wie du und so. Ja, wirklich. Und weißt, dann fängt es an, dann kommt Comedy, dann kommt noch der Josip Simic, so ein Comedy-Newcomer, guter Kollege von mir, macht dann noch seine 15-20 Minuten. Und, also, weißt, so wo sollen wir kommen? Am besten ist Plaza in Zürich. Plaza in Zürich, ja? Ja. Auswendig weiß ich nicht, Ende Oktober. Ich muss noch fast das ganze Programm schreiben. Egal, wir schreiben es in die Bio rein, kommt es am Sven Ivanic und Entourage zuhören. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann wäre das jetzt für dich das Outro. Das wäre es gewesen. Merci vielmals. Das ist kurz und